Liebe Mitmenschen, wer etwas für den Weltfrieden, der nur über den Religionsfrieden der drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum, Islam führt, sollte sich informieren und weiterbilden. Das Wiedergeburtswissen spielt eine zentrale Rolle und sollte wieder von allen monotheistischen Religionen verbreitet werden. Nur so kann ein eigenverantwortliches Leben eines jeden von uns inkarnierten Menschenwesen funktionieren, die so versuchen tagtäglich den Versuchungen von Luzifer und seinen Schergen zu widerstehen, um den gottgegebenen freien Willen auch richtig einsetzen zu können. Darum betet man seit einigen Jahren wieder offiziell im Vaterunser-Gebet: Führe uns in der Versuchung. Ihr Jean-Pierre Leonard Schupp. Im Namen Gottes des Allmächtigen, so steht's als erster Satz in der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Begrüße ich Sie heute mit einem herzlichen Gott zum Gruß, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Thema heute: das Vaterunser. Wie bei den 10 Geboten, über die ich das letzte Mal geredet habe, gibt es auch beim Vaterunser verschiedene Versionen. Wo es verschiedene Versionen von so etwas Wichtigem gibt, über Glaubenstext, bei den monotheistischen Religionen, das Judentum, das Christentum, der Islam, ist ein Religionskrieg nur die logische Verfolgerung. Und der gibt es ja, wie wir selber jeden Tag merken, bald seit 2000 Jahren. Welche Version vom Vaterunser oder von meinen religiösen Thesen sind denn die richtigen von all diesen monotheistischen Religionen? Natürlich meine, sagt jeder Religionsführer. So gibt es allein im Christentum verschiedene Gruppierungen von Christen. Die griechisch-orthodoxe, die römisch-katholische Kirche, die christkatholische Kirche, die russisch-orthodoxe Kirche, die koptische Kirche und die reformierte Kirche und noch viele mehr. Und es gibt auch im Islam verschiedene Gruppierungen vom Islam. Schiiten, Sunniten, Ismailiten und so weiter. Und so sind auch noch sehr viele Tausende von Sekten auftaucht. Das Unglaubliche ist, dass alle 3 monotheistischen Religionen, das Judentum, das Christentum und der Islam, an den gleichen Gott glauben. Da ist man sich einig. Mono für Monotheismus. Für die Juden heisst der Gott El oder Elohim. Bei den Christen sagt man Gott. Und im Islam sagt man Allah. Die Religionskrieg gibt es uns schon seit über 2000 Jahren. Und jede von diesen 3 monotheistischen Religionen hat viele Untersektionen unwillentlich gefördert. Man hat überall die Fehler versucht zu finden. Wieso gibt es überhaupt so viele Religionen, Religionszweige, wenn man eigentlich nur an einen einzigen und am gleichen Gott glaubt? Schon das allein zeigt, dass da irgendetwas nicht logisch abläuft. Auch jetzt zu der Erläuterung vom Vaterunser muss ich betonen, dass ich keine anderen Religionen in irgendeiner Art und Weise und andere gläubige Menschen nahetreten oder beleidigen möchte. Es ist aber einfach an der Zeit, dass wir eine Auslegeordnung machen. Wo ist was in der Vergangenheit falsch gelaufen? Wo hat man was vor allem im Alten Testament vielleicht falsch übersetzt, willentlich oder unwillentlich? Das Gebet, eigentlich das Wichtigste, Gebetsvaterunser, ist von Jesus Christus an seine Jünger, an seine Apostel und durch sie an viele Menschen und auch uns gelehrt worden.
Es hat aber immer an einer Stelle allen von uns einen Stich ins Herz gegeben, wenn wir das Vaterunser gebetet haben. Und zum Glück ist die Reformation jetzt auch bei der katholischen Kirche angelangt. Durch das CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, haben vor ein paar Jahren sich entschieden, den Passus von Matthäus 6,13 anzupassen. Und das ist ein unglaublich wichtiger Schritt in die nötigen Reformationen. Auch von der katholischen Kirche, aber von allen anderen monotheistischen Religionen. Nämlich bis vor wenigen Jahren hat man immer, über 2000 Jahre lang, das Vaterunser falsch gebetet. Und hat dann gemerkt, es ist eben auch einer von diesen vielen Übersetzungsfehlern. Führe uns nicht in Versuchung. 99,9% von allen Vaterunser werden heute so in der Kirche vorgelesen oder man betet sie so daheim. Und die katholische Kirche, die Führer haben es geändert zu «Führe uns in der Versuchung». In der italienischen neuen Vaterunser Werk, der französischen, kommt es langsam. Da bei uns im deutschsprachigen Raum noch kein Thema. Aber es ist fantastisch, dass man das «Führe uns nicht in Versuchung», «Führe uns in der Versuchung» geändert hat. Und es wird natürlich noch ein paar Jahre brauchen, bis es weltweit endlich das richtige Vaterunser gebetet wird. Und es einem beim Gebet nicht mehr einen Stich ins Herz gibt, wenn man es beten tut. Es geht also alles in die richtige Richtung. Was hättet wir für ein Monster, wenn Gott uns jeden Tag versuchen würde, uns ins Böse zu treiben, uns zu versuchen. So nach dem Motto, schauen wir einmal, was das im Menschenkörper inkarnierte Geistwesen so heute darstellt, sie oder ich. Wo kann ich ihm irgendwo ein Bein stellen? Wenn wir mal schauen, ob er mit seinem freien Willen die Versuchung widersteht. Es ist wichtig, dass die Religionen realisieren tun, es braucht eine Reformation. Sonst ist es nach meiner Meinung das Ende dieser Welt. Weil die Religionskriege werden extremer und extremer werden. Zurückzukommen nochmal zu den 10 Geboten. Du sollst nicht töten. Unser Vater ist der Vater von der Schöpfung. Und er ist auch ihre und mein Vater. Würde ein Familienvater auf Erden, der Töchter und Söhne hat, es begrüßen, wenn man mit seinem von Gott gegebenen freien Willen in unserem Gottesfunken, wo wir vor Äonen von Jahren in unserer himmlischen Geburt, wo wir noch Engelwesen waren im Himmel, geschenkt worden ist. Sich würde gegenseitig töten, die Kinder, obwohl es in der Bibel in den 10 Geboten steht, du sollst nicht töten. So ein Familienvater, ich bin auch Familienvater, wäre sehr traurig darüber. Müssen nachzuschauen, wie seine eigenen Kinder sich gegenseitig töten, nur weil jeder seine Liebe zu Gott zeigen will, respektive zu seinem Vater zeigen will. Genauso geht es doch Gott auch. Bei unserer himmlischen Geburt waren wir Engelwesen, bevor wir leider uns Luzifer in seiner Palastrevolution zugewendet haben. Darüber aber mehr den nächsten Sonntag. Wie schon erklärt vor einer Woche, ist, bevor die hebräische Version der 10 Gebote geschrieben worden ist, hat mit der aramäischen Schrift noch geschrieben, du sollst nicht töten, weder Mensch noch Tier. Und hat dann das Tier weggestrichen. Aber wenn wir schon das Wort analysieren tun, respektieren wir
Respekt vor Tieren steht in dem Wort. Sagt uns auch das Wort, dass wir Tiere nicht töten sollen. Genesis, also Mose 1, 1,29, steht klar und deutlich, was der Mensch essen soll. Es ist genau aufgelistet, was Gott uns gegeben hat. Wir sollen uns eigentlich nicht nur vegetarisch, sondern vegan ernähren. Ich bin wenigstens schon mal seit 1998 Vegetarier. Geht mir gut, bin gesund. Wenn wir also nicht töten dürfen, nebst den Tieren, dürfen wir natürlich auch die Menschen nicht töten. So muss man die Todesstrafe auf Erde unbedingt sofort stoppen und sie muss abgeschafft werden. Im Himmel bekommt jeder Verbrecher seine gerechte Strafe. Klar ist, dass ein Verbrecher auf Erde, wo wir mit unserem Gesetz bestrafen tun, oft zu viel bedingte Strafen verhängt werden, die bestimmt nicht erzieherisch wirken. Wo man Menschen nicht töten darf, gibt es natürlich automatisch auch keinen Krieg mehr. Und wo es keinen Krieg mehr gibt, werden keine Waffen mehr gebaut. Und so müssen sich halt verschiedene Geschäftsbereiche in Zukunft neue Aktivitäten suchen. Den Typograf gibt es auch seit ein paar Jahrzehnten nicht mehr. Der Kutscher, der noch vor 100 Jahren über den Gotthardpass seine Kutsche hin und her geführt hat, Kutsche gibt es heute auch nicht mehr. Und wenn man keine Tiere töten darf, gibt es auch bald keine Metzger mehr. Dafür kommen aber neue Berufe, die entstehen können. Will ich Ihnen weitere Vorträge erzählen, wie das neue Weltbild aussehen kann. Zum Beispiel der von einem Gesundheitspartner. Schließt sich eine Tür, funktioniert der Gottesplan perfekt. Es öffnet sich immer wieder eine neue Tür. Das ist Ihnen und mir schon oft im Leben passiert. Du sollst nicht töten, bedeutet aber auch, dass man sich selbst nicht töten darf. Oder einen Freitod in irgendeiner Art und Weise suchen tut und wählen kann. Es steht in unserem Lebensplan, wann und wie wir sterben sollen. Und da hat der freie Wille in der Tat nichts mitzusuchen. Auch wenn ein Mensch jederzeit mit seinem freien Willen auch einen Selbstmord kann auswählen kann. Es ist nicht im Sinn Gottes, sich selbst zu töten. Wählt ein Mensch trotz des Verbots, du sollst nicht töten, den Selbstmord, wird er im Himmel von braven Engeln empfangen. Mit grosser Liebe und Barmherzigkeit wird ihm nochmal der Gottesplan erklärt. Über den Sinn vom Leben. Über die vielen Wiedergeburtszyklen, die wir alle schon hinter uns haben. Angefangen in der Mineralwelt, Pflanzenwelt, Tierwelt und jetzt sehr viele Menschenwerdungszyklen. Und immer wieder werden wir beim ersten Schrei vom Baby kommt das Geistwesen auf Erde. So erlebe ich mir auch Sie heute im Namen des Vaters und des Sohnes zu segnen. Vergessen Sie nicht, jeder Mensch darf einen anderen Mensch segnen. Darum bitte ich Sie, auch mir ein Segen. Danke. Beten Sie bitte am Morgen, bevor Sie auf die Straße gehen, das Vaterunser, und beten um den Segen für den Tag, den Sie erwarten. Aber bitte die neue Version. Führe uns in der Versuchung. Und am Abend, bevor Sie ins Bett gehen, beten Sie nochmals das Vaterunser und danken für den Tag, dass Sie gesund heimgekommen sind. Wir Menschen, wir sind alles Brüder und Schwestern. Handeln wir danach. Wir sehen uns gerade noch mal in ein paar Minuten nach einer kleinen Werbung in eigener Sache.
Liebe Mitmenschen, wer etwas für den Weltfrieden, der nur über den Religionsfrieden der drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum, Islam führt, sollte sich informieren und weiterbilden. Das Wiedergeburtswissen spielt eine zentrale Rolle und sollte wieder von allen monotheistischen Religionen verbreitet werden. Nur so kann ein eigenverantwortliches Leben eines jeden von uns inkarnierten Menschenwesen funktionieren, die so versuchen tagtäglich den Versuchungen von Luzifer und seinen Schergen zu widerstehen, um den gottgegebenen freien Willen auch richtig einsetzen zu können. Darum betet man seit einigen Jahren wieder offiziell im Vaterunser-Gebet: Führe uns in der Versuchung. Ihr Jean-Pierre Leonard Schupp. Danke für Ihre Geduld. Ich will mit meinen Äußerungen keine gläubigen Menschen und Anhänger der heutigen Religionen zu nahe treten. Im Gegenteil, ich möchte mit meinen TV-Sendungen und meinen Büchern die Führer der monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum, Islam, an einen runden Tisch einladen, eine Auslegeordnung vorbereiten und nach heutigem Wissensstand Beweise darüber vorliegen, dass in der Vergangenheit viele gewollte oder ungewollte Übersetzungsfehler in der Bibel zu vielen Religionen und Abspaltungen davon, wie zum Beispiel viele Sekten aller Art, geführt haben, die wohl so nicht im Gottes Sinne sind. Ein Gott, alias El, alias Allah, ein Himmelreich, von dem müssen wir ausgehen und endlich die 2000 Jahre lang andauernden Religionskriege beenden. 2017, 500 Jahre Jubiläum Luther. 2019, 500 Jahre Jubiläum Zwingli in Zürich. Geht nun weiter mit dem Wissen über die Wiedergeburt. Wir müssen dieses Wissen über die Wiedergeburt in die monotheistischen Religionen tragen. Zusammenfassen kann ich 10 Punkte Ihnen heute geben. Erstens, Weltfriede geht nur über einen Religionsfrieden. Und der Religionsfriede geht nur mit dem Wissen über die Wiedergeburt. Zweitens, ein eigenverantwortliches Leben beginnt mit gesunder, fleisch- und fischloser Ernährung. Viel Schlaf, langen Spaziergängen, viel reinem Wasser trinken und intensivem Krafttraining. 80% aller Pflegeeinsätze bei Menschen im Alter 70, 80, 90 plus sind nur notwendig, weil der Mensch nicht genug Muskulatur mehr hat, um vom Bett, vom WC oder vom Stuhl aufzustehen. Der Jungbrunnen des Menschen ist seine Muskulatur. Darum ist das Krafttraining so wichtig. Das können Sie zu Hause oder in gut geführten Fitnesszentren ausüben und trainieren. Je älter, desto intensiver. Nicht lang, aber kurz und intensiv muss das Krafttraining sein. Darum muss auch das kranke Gesundheitswesen endlich reformiert werden. Es braucht in den nächsten Jahren nicht die geforderten 150.000 Menschen, die Pflege- und Krankenhausdienste als Arbeit ausrichten, sondern der neue Beruf des Gesundheitspartners. Da braucht es 150, sogar 300.000 Menschen, die praktisch 24 Stunden die Menschen, die es mit ihrem freien Willen nicht schaffen, eigenverantwortlich leben zu können, dass man die begleitet. Eben nicht nur während dem Training, dem Krafttraining oder beim Spaziergang.
sondern dass sie auch zu Hause begleitet werden. Dann, wenn sie den Kühlschrank-Tür aufmachen wollen. Man muss die Menschen lernen, gesund zu leben, gesund sich zu ernähren. Automatisch werden die Kranken weniger werden. Und die Menschen werden überall wieder gesünder werden. Wir haben von Gott einen gesunden Menschenkörper erhalten. Und die meisten Babys waren gesund, als sie auf die Erde gekommen sind. Es gibt aber ganz wenige Menschen, die gesund sterben. Drittens, es gibt nur einen Gott, alias El oder Allah. Für alle 3 monotheistischen Religionen ein Gott. Monotheismus. Viertens, die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann muss unbedingt umgesetzt und eingehalten werden. Fünftens, die direkte Demokratie ist das größte Geschenk, das wir von Gott erhalten haben. Und um diesen freien Willen umsetzen zu können, funktioniert nur die freie Demokratie als faire politische Staatsmacht. Die Schweizer Bürger, wir sind die einzigen weltweit, die als souverän die Staatsgewalt mit der direkten Demokratie besitzen. Und darum darf die Schweiz auch nicht der EU beitreten, eher umgekehrt. Aber erst, wenn die EU die direkte Demokratie eingeführt hat. Und hoffentlich einmal alle Staaten auf dieser Erde. Im Namen Gottes des Allmächtigen, so steht es im ersten Satz der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Dort steht nicht im Namen der Wirtschaft. Das Zubetonieren der Schweiz muss aufhören. Denn wer stirbt, kann keinen einzigen Franken und nichts aus seinem irdischen Vermögen in den Himmel mitnehmen. Man sollte aber auch nicht immer mit dem Finger auf die Politiker zeigen. Denn jedes Land verdient die Politiker, die es wählt. Wenn also gewisse Politiker nicht nach dem ersten Satz der Schweizerischen Bundesverfassung im Namen Gottes des Allmächtigen handeln, sondern im Namen des Mammon, also sich dem Geld und der Wirtschaft und dem Konsum unterwerfen, dann darf man darüber nicht staunen, wenn die Armen ärmer werden, der Mittelstand verarmt und die Protagonisten des Kranken, zum Beispiel Krankengesundheitswesen, die Schweizer Bürger und Bürgerinnen bis zur Existenznot ausnehmen und ausnutzen. 7. Man sollte nicht darauf hinarbeiten, immer mehr zu verdienen. Man sollte umdenken, sich fragen, wie viel Geld benötige ich zum Leben, um ein gottesgerechtes Leben zu führen. Vielleicht will ich ja nur noch 4 Tage in der Woche arbeiten, verdiene weniger, arbeite vielleicht mehr im Winter, dafür arbeite ich weniger im Sommer und kann meine wunderschönen Wanderungen auf unseren schönen Schweizer Bergen vornehmen. Lebensqualität. 8. Im Himmel gibt es keine Religion, keine Partei und kein Geld. Und somit auch kein Shareholder Value. So müssen alle Spekulationsgeschäfte auf Erden abgeschafft und zum Teufel geschickt werden. Denn genau von dort kommen diese auch. 9. Jeder Mensch, der in die Schweiz kommt, ob als Besucher oder Flüchtling, muss die Gesetze der direkten Demokratie kennen. Die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann. Am ersten Tag muss man die ihm erklären und daran muss man sich halten. Die Stadt Zürich, das Dorf Andermatt, das Gotthard, Bergmassiv sind ganz spezielle Orte. Und die Schweiz ist ein speziell gesegnetes Land. Die Seele von Europa, die Seele der Welt und der Gotthard ist die Seele der Schweiz. Und das Schweizer Volk muss in vielen Dingen als Vorbild weltweit viel intensiver präsent sein. Mehr darüber in den nächsten Sendungen. So würde es mich freuen, Sie wieder nächsten Sonntag auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen. Ihr Jean-Pierre Leonhard Schupp.